Mein Mikro und den Stromanschluss hinmachen auch, oder? Jetzt fahren wir nach Hause, oder? So, ja. Feierabend ist heute, oder? Jetzt fahren wir nach Hause und dann versuchen wir mal, was kochen wir heute? Ich weiß auch nicht, was wir heute kochen, ne? Vielleicht kochen wir etwas mit Gemüse und Kartoffeln, oder? Ja, das wäre gut, oder? Gemüse und Kartoffeln, das geht schon, oder? Eine Fliege, da sitzt eine Fliege in meiner Scheibe da. Hoffentlich kommt die Fliege nicht herein, hä? Das mag ich nicht so, hä? Sieht aus wie ein Grashüpfer oder so, es ist keine Fliege, ja, ist ein Grashüpfer, oder? So, Dele. Das ist auch so eine Sache, oder? Mit dem allem da, Wenn wir mal gucken, wie das so funktioniert hier, oder? Mit der Kamera, mit der kleinen Kamera da, ja. Ja, es ist immer ein Experiment, oder? Ein Experiment ist das immer etwas, oder? Das ganze Leben ist ein Experiment, oder? Ja, das ist schon so, Ja, wir sind hier in einem Experiment gelandet, oder? Es ist wie wenn Monopoly spielen, Und gehst du nicht über los, hast du keine Kohle in der Tasche, das ist ja scheiße, oder? Das ist auch scheiße. Kann ich fahren? Ja, das langt auch noch. Wir fahren einfach mal und das hat gelangt, oder? Ja, wir sind in einem Spiel, in einer Lotterie, und du drehst ein Glücksrad und dann kommt es immer auf der Position, wo steht, leider, ja, ne, keinen Gewinn, ne? Oder bei mir kommt immer, neulich habe ich eine Seifenblasen-Dings gewonnen, eine, zum Luftblasen machen, das hat mich gefreut, ja. Hat so ein kleiner Junge, hat einen Fußball gewonnen, habe ich gedacht, ich möchte auch einen Fußball gewinnen, aber hab dann eben diese Puste-Dinger da gewonnen, ist auch nicht schlecht. Auf jeden Fall habe ich gewonnen, oder? Es ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn man gewonnen hat, oder? Muss man schon sagen, dass es ein gutes Zeichen gewesen ist, das zu gewinnen, ja. Und wir haben jetzt einfach die Möglichkeit, auch ein Video zu drehen, oder, über diese Handygeschichte da, Was sollte man, wenn man ein Handy dann macht, ein Handy hat, sollte man nicht so in der Nase rümpfen, Das hört sich blöd an, ja. Das hört sich echt blöd an. Jetzt weiß ich auch nicht, ob ich in dem Bildausschnitt drauf bin oder nicht. Keine Ahnung, wir werden sehen nachher, oder? Nachher werden wir das schon sehen, ob das funktioniert hat mit dem Ding da. Das hoppelt immer ein bisschen mit dem. Die Straße ist nicht sonderlich gut gemacht, ja. Da hat es immer solche komischen Huppels, Und dann vibriert die Kamera und man schüttelt da den Kopf immer hin und her auf dem Bild. Das sieht aus, als würde man permanent auf einem Pulverfass sitzen, Jetzt probieren, jetzt kommt wieder eine angenehme Straße. Jetzt kommt ein ganz sanfter Huppala, ein ganz sanfter Huppala. Kommt nochmal ein Huppala. Das ist gut, das Huppala, oder? War nicht so schlimm. Ja, jetzt müssen wir auch mal gucken, wie wir weitermachen. Wir fahren jetzt an den Gardasee und dann schauen wir mal, ob wir da was machen können oder mit den Gedanken etwas denken, Und mit den Denken, das ist so eine Sache. Also wir können Ideen sammeln, oder? Wir haben der sieht nicht gut aus, hat sie auf den Kopf geschlagen. Okay, schade, ja. Also wir denken und wir denken mit dem über bestimmte Dinge nach, Der Mensch ist zum Denken also geeignet, Und ja, es ist einfach schwierig mit den Fremdwörtern, oder? Eine einfache Sprache ist mir schon lieber. Also noch einmal mit dem Denken, wir sind da, juckt mich in der
so ein Grotz hier in der Nase auch noch, ja. Also mit dem Denken ist es so, wenn man dann überlegt, was man denken möchte, dann wird es manchmal richtig, also ganz schön, wie sagt man, ja, es ist eine Herausforderung, oder? Es ist eine Herausforderung. Wenn man anfängt zu denken, dann ist es manchmal schon anstrengend, ja. Aber es muss sein, weil wenn man nichts denkt, wird es schwierig, weil ich habe mal in einem Buch gelesen, am Anfang steht der Gedanke. Ja. Und das heißt immer im Klartext, man denkt etwas und aus dem Gedanken entstehen dann diese Energien, solche Wellen, oder? Die gehen nachher raus in das Universum und dann kommen die wieder zurück vielleicht, oder? Dann manchmal hat der Gedanke, ja, manche hauen ein wie ein Blitz, oder? Dann hat man einen Blitzeinschlag, ja. Und dann kommt der Gedanke entsteht in dem Kopf, ja, so einem Kopf, und dann geht der Gedanke raus in das Universum, oder? In das Universum. Und dann, wenn man dem Gedanken noch Gefühle mitgibt und Emotionen, dann wird es ein richtiges Kraftpaket und der Gedanke wird sich überlegt, ob er Wirklichkeit werden möchte. Ja? Und wenn er sagt, jawohl, ich möchte Wirklichkeit werden, dann kommt es zu einer Manifestation. Jetzt fällt mir das Wort ein. Der wird sich manifestieren. Das heißt dann im Klartext, es kommt in Form von Materie zurück, ne? Halt wieder daher, ne? Wenn man Glück hat. Ja, und dann, wenn man aber dem Gedanken einen anderen Gedanken auch noch an die Seite stellt, ja, zum Beispiel einen blöden Gedanken, ja, dann kommt halt etwas Saublödes zurück. Das habe ich auch schon gekonnt, ja. Also, das gelingt mir schon. Ich muss vielleicht noch etwas daran arbeiten, dass ich das Blöde an dem Gedanken vielleicht nicht mitschicken würde. Ja, das wäre besser, denke ich, weil, wenn ich dann den Gedanken in reiner Form, ohne Zutaten da rausschicken könnte, ja, dann würde mir wahrscheinlich die Manifestation dann, also ich weiß auch nicht, aber es ist wahrscheinlich besser, wenn man einen reinen Gedanken daraus schickt. Und dann haben die nicht so viel Müll da draußen rumliegen und schicken einem auch nicht immer so komisches Zeug zurück. Und ich denke, das ist die Lösung auch für mich, ja. Ich tu mir die Gedanken in reiner Form gedenken und schicke die dann raus in das Universum in Form eines Gedankens halt, ne? Und dann kommt der dort an und die sagen dann da draußen, wer auch immer das ist ein reiner Gedanke, den können wir nicht abschlagen, also müssen wir den erfüllen. Ne? Und so denke ich, wird man dann im Laufe des Lebens sich bewusst, dass man mit seinen Gedanken auch seine Realität schafft. Ne? Also mit den Gedanken kann ich dann praktisch die Realität meines Lebens erschaffen. Ne? Dann frage ich mich, was für ein Trottel war ich in der Vergangenheit. Habe nur Schmisch gedacht. Schießtrack. Aber es wird besser, jetzt habe ich mir das ja bewusst gemacht. Es gibt einen, der irgendwie heißt er so, und der sagt immer, du musst dir deiner Gedanken bewusst werden. Und du musst die Gedanken, was man in der Vergangenheit gedacht hat, es ist da so, dass man dann das in der jetzigen Zeit, in der Gegenwart heißt das, spürt und erfährt. Ja. Also gehe ich her und werde jetzt einfach an meine Gedanken arbeiten und die Gedanken noch raussenden, die reinster Form mir das Leben erschaffen, was ich haben möchte, um von innen heraus rundum, auch im Äußeren, ein wirklich glücklicher Mensch zu sein. Und in diesem Sinn möchte ich Sie dazu anspornen, mit mir zusammen solche Gedanken in Zukunft zu denken, damit wir ein wunderbares, liebevolles und erfolgreiches Leben leben können. In diesem Sinne, adieu.